Herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. Im letzten Abschnitt der Story kann man so sagen, denn ich habe es tatsächlich geschafft mittlerweile, ich habe die Secret-Episode freigespielt, die nach der finalen Episode kommt. Und ich werde es so machen, ich werde vielleicht nach dieser Aufnahme, vielleicht auch sonst mal, einfach mal noch ein separates Video machen, wo ich das explizit erkläre, wie man die Secret-Episode auf dem Schwierigkeitsgrad normal freispielen kann. Weil es gibt dafür verschiedene Hinweise. Die einen sagen, man muss das machen, die anderen sagen, das muss man machen und so. Und was schon mal aber für diejenigen, die darauf nicht warten wollen, schon mal sagen kann, ist, ihr braucht zum einen noch eine Trophäe. Und das ist die hier. Für 9999 Unversierte zu besiegen. Also müsst ihr erstmal so viel besiegt haben, damit die Trophäe kommt. Das müsst ihr gemacht haben und ihr müsst bei allen drei Charakteren, sprich bei Terra, bei Ventus, bei Aqua, müsst ihr die Sticker komplettieren und auch das Sticker-Album komplettieren. Deswegen sieht man auch hier, dass wir neue Save-Slots haben mit denen. Die habe ich halt angelegt, als ich halt jeweils die ganzen Sticker gesammelt hatte, offscreen. Und ja, die Sticker da irgendwie großartig jetzt zeigen, wie man die genau sammelt und so, das bringt nichts, weil die sind vielleicht bei euch oder sind so da andere Sticker. Und seien wir ehrlich, man sieht ja, in welcher Welt einem noch Sticker fehlen und die Welten sind relativ klein und da ihnen zu zeigen, wo jetzt welcher Sticker ist, die sind relativ fix. Und am Ende eines Playthroughs, vor allem mit dem Sternsymbol, haben ja auch alle Fähigkeiten und so, die man benötigt, um irgendwie dahin zu gelangen. Sei es nur mit irgendwie springen und dahin gleiten, beziehungsweise dahin gleiten, oder seitwärts springen. Ventus, der gleiten konnte, Aqua mit dem Doppelsprung und so. Naja, wenn das halt alles gemacht ist, dann kann man die Secret-Episode freispielen. Beziehungsweise kommt auch erst, wenn man irgendwie eben das hier gemacht hat, mit den Stickern, mit den knapp 10.000 Unversierten, dann muss man irgendwie einen neuen Speicherslot anlegen. Und dann kommt die Frage, hey, Glückwunsch, du hast die Secret-Episode freigespielt. Ja, das mal kurz erklärt. Weil eben das andere genauer zu erklären, würde ein ganz Video füllen. Also das sind mindestens 15, 20 Minuten, die ich dafür bräuchte. Und deswegen das in einem separaten Video. So. Das soweit dazu. Ich glaube, großartig erklären, was in der letzten Folge passiert ist. Mit der Final-Episode so muss ich jetzt nicht. Wir wissen einfach, Aqua ist in der Welt der Dunkelheit gefangen. Und offenbar, wenn ich das richtig interpretiere, geht es mit der Secret-Episode genau dort weiter. Weil es auch steht, Welt der Dunkelheit. Was mich stört, ist, dass Aqua wieder Level 30 ist. Und ich hatte sie hier Level 45. Das stört mich jetzt ein bisschen. Also ist definitiv der hier. Ja, Aqua. Mist, hey. Ich wäre besser gewesen, wenn ich zum letzten Mal gespeichert mit der Final Episode gemacht hätte, weil Stufe 45. Gut, wir versuchen es einfach mal. Wenn ich merke, hey, es klappt irgendwie nicht so, dann muss ich halt nochmal das Ganze resetten. Die Secret Episode nochmal irgendwie anders freispielen. Mal gucken, wird schon irgendwie schief gehen. Wenn es überhaupt klappt, keine Ahnung. Verborgene Wahrheit. Darkness rules your heart. It gives me control. Muscle and sinew that once obeyed you now rebels against you. How you can remain here at all confounds the mind. It's still my heart. You think you can just come in and take over? I'm not gonna sit by and let that happen. Don't even entertain any notions of escaping me, boy. In the end, your heart will be engulfed by mine forever. Wrong. You're gonna get shown the door, old man. As I recall, you couldn't even handle your own darkness. How then will you triumph over mine? You'll find out soon enough. Oh, so that's how it is it? Someone else has set foot in your heart. Ericus, you sly fox. I'm not afraid of what the darkness holds now. Even if you do wrest control of my heart from me.
Even if you cast me into the deepest, darkest abyss, you'll never sway me from the one cause that pushes me to keep on fighting. Whatever the cost, I'm ready to pay it. Brave words, to be sure. But I'm a patient man. We can take as much time as we need to settle this little property dispute. However, know this. You are just one of many roads that I might choose to take. Trust me, I made certain of that. Ihre Silhouetten ins Gedächtnis gebrannt. Hey, Mr. Master. Oh, come on, you don't even know your pal? Please tell me the amnesia was just a sick joke. Boy, this is some cliche. Hey, you're not Terra. Just gotta check. As if. Well, don't sweat it. I got your back. Zwei, die sich nie hätten begegnen sollen. Who are you? Why, hello. It's not often I get visitors. Please, call me Aqua. Why are you sitting here all alone in the realm of darkness? How did you end up here? Well, I can tell you this is my second time on these shores, but unfortunately, much like the first, I do not remember who I am or whence I came. Everything was washed away in whatever currents carried me here. That's too bad. I know I've been here a long time, wandering through the endless hours, unable to escape. You wish to return to your own world? It's my friends. I promised I'd be there for them. Your friends. Somewhere in the scraps of memory I have left, you remind me of a boy I once knew. He is very much like you. True to his friends and kind, this boy travels to many worlds and fights to keep the light safe. Keep the light safe? I've been away too long. Did something happen out there? Are the worlds in danger? Sad to say, they nearly fell to darkness more than once. But at every turn, that boy arrived with keyblade in hand to save the day. Huh? Wait a sec. Is his name Terra or Ven? Neither of those, I'm afraid. Should have known. How long has it been since I met him? At least a year now, perhaps more.
back then my heart was clouded with vengeance. I did terrible things, both to him and his friends. I brought unhappiness to more lives than one. I felt something must be done. Was that why? A means of clearing my conscience, or perhaps out of a sort of scholarly instinct? While the boy slept his long sleep, I hid the results of my research inside him, transplanting the data to where it might best serve a purpose. In fact, I would like to believe maybe he can set things right. A boy like him who touches so many hearts, he could open the right door and save all those people whose lives I managed to ruin. So many are still waiting for their new beginning, their birth by sleep. Even me, and even you. What's this boy's name? His name is... Alle Puzzleteile liegen dort, wohin sie fielen. Sora. 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 Sie warten auf ihn. Sora. Riku. Your mind's made up? Yeah. Sora. Kairi. It's just, they really need me. I have to go.
I am who I am. Because of them. See you soon. Reconnect Kingdom Hearts. Eins. Null. Zero point. As long as you're with me, I'll always find my way back. Always. What? What is going on? 0.5. What the fuck? Ja, sorry für die Kraftausdrücke, aber ich bin ganz stark verwirrt. Und vor allem eine 0.5. Der Rest stört mich eigentlich nicht so sehr, aber 0.5 schon. Oh nein, ich bin erst Stufe 30, scheiße. Oh, Stufe 45 wäre jetzt geiler gewesen. Oh, dann die ganzen alten Dinger gehabt, die ich Feinde-Episode geholt hätte. Okay, die muss halt. Was? Ah, Stopp-Barriere. Und jetzt gucken, ob das irgendwie großartig funktioniert hier mit Aqua Stufe 30 oder ob ich echt nochmal offscreen gucken muss, ob ich, wenn ich nochmal die Final-Episode abschließe, ob ich dann in den Safe-Slot von da übernehmen kann hierhin. Wahrscheinlich noch Final-Episode machen, nochmal Terranord zweimal besiegen. Oh Mann, ey. So. Scheiß drauf. Auf alle Fälle, was ich ja eigentlich mal noch sagen wollte, der Anfang hier, der war natürlich mal episch geil. Ich meine, wir wissen jetzt ungefähr, zu welchem Zeitpunkt das Ganze war. Das ist ja über 10 Jahre später, ich würde sogar sagen 11 oder 12 Jahre nach Birth by Sleep, also nach dem Ereignis von Birth by Sleep. Und mir ist auch aufgefallen, wie das sein kann mit dem Gedächtnisverlust von Terra Xehanort. War es nicht so, oder von Xehanort selber, war es nicht so, dass irgendwie damals nach Kingdom Hearts 1, beziehungsweise während Chain of Memories, hat er doch so auch sein Gedächtnis immer mehr und mehr verloren. Und sein Niemand, der gute Roxas, hat doch immer mehr Erinnerungen von Sora übernommen. Vielleicht lag es irgendwie daran, dass irgendwie Terra Xehanort irgendwie deswegen ein Problem hat mit seinen Erinnerungen. Weil zu dem Zeitpunkt, wir wissen jetzt, seit Kingdom Hearts Birth by Sleep bis zu Kingdom Hearts 2, oder jetzt, ja, bis zu dem Zeitpunkt hier noch nicht, nee, das war ja, relativ frisch nach
Birth by Sleep gewesen sein, aber von Birth by Sleep bis Kingdom Hearts 2 hatten wir eben den Niemand und den Herzlosen von Sea Nord, und zwar Ansem und Semnes. Die wurden beide mittlerweile ja schon besiegt von Sora und Riku und KKG. War deswegen der Gedächtnisverlust? Ja, und dass natürlich alle auf Sora hoffen, ist klar. Auch dass Ansem jetzt, also der originale Ansem wieder hier ist, zumindest ein paar Jahre später. Das mit 0.5 irritiert mich deswegen, weil ich weiß, es gibt ja noch ein Spiel, Kingdom Hearts Birth by Sleep 0.2. Deswegen irritiert mich das ein bisschen, weil das 0.2 ist Bestandteil der Kingdom Hearts 2.8 Edition, die ich ja auch noch zocken werde, anschließend. Also nachdem diese Collection ja durch ist. Das heißt auch nach Kingdom Hearts Recoded. Und was mir auch noch so ein bisschen auf den Kopf gegangen ist, erinnern wir uns an Kingdom Hearts 1. Am Ende war es auch so, dass Donald und Goofy waren ja nur deswegen bei Sora, weil sie auf der Suche nach König Mickey waren. Und Riku war irgendwie dann ja auch am Ende dort im Reich der Dunkelheit und traf ja auch auf Mickey. Und Mickey war ja vor allem die ganze Zeit, oder die meiste Zeit über im Reich der Dunkelheit. Klar, hat ein anderes Schlüsselschwert als hier. Oder beziehungsweise als in Birth by Sleep, oder ich denke mal, in Birth by Sleep war es das Schlüsselschwert von Dingsbums, von Yen Seed, das er hatte. Alleine schon vom Muster her und so. Und vielleicht war Mickey ja im Reich der Dunkelheit am Ende von Kingdom Hearts 1, weil er auf der Suche nach Aqua war. Können wir zumindest mal so erklären. So, jetzt fragen wir natürlich, was ist hier los? Ach nö. Ja, Aqua, darf ich vorstellen, sind die Herzlosen. Bisher hat es nur mit Unversierten zu tun, das sind jetzt aber Herzlose, sind ein bisschen anders. Ich sag mal, dass Aqua noch ein bisschen trainieren kann, falls wir auf Stufe 30 nur wären. So, jetzt reicht es aber, Zeitspleißer, komm. Und das muss ich sagen, das gefällt mir mittlerweile echt verdammt gut hier an Kingdom Hearts. Der ganzen Kingdom Hearts Serie. Dass sich eben alles nach und nach zusammenschließt. Das muss ich sagen, ist extrem geil, feiere ich extrem hart. Und Birth by Sleep, auch wenn die Welten natürlich relativ kurz sind und so, und ja, Aqua trägt gerade das Schlüsselschwert von Meister Ericus, ist ja klar, weil das hat sie am Ende von zu Beginn der Final Episode übernommen von ihm. Und ihr eigenes Schlüsselschwert hat sie ja am Ende von der Final Episode ja weggeschickt, damit es ja Terra in Sicherheit bringt. So. Wie sich hier alles zusammenfügt und so, und Birth by Sleep. Also, ich muss sagen, ich finde das Spiel geil. Anscheinend auch die 3 Charaktere und so. Und auch wenn die Welten ein bisschen kürzer sind, ich finde es nicht irgendwie übertrieben kurz. Aber eher das Gefühl, doch, das kann man so machen. Und das macht trotzdem megamäßig Spaß. Es ist ja kein richtiges Kingdom Hearts, nicht wie Kingdom Hearts 1 und 2. Das sind riesige Welten sind und so, das schon nicht. Hä? Muss ich irgendwie angreifen oder so? Steht eigentlich nur X unten, oder? Bei grün. Oder gar nicht, dann schlecht. Ne, keine Chance. Kann auch mal also sein soll. Ob das später nochmal relevant wird, ob er da irgendwas machen kann überhaupt. Ja, aber eben die Charakterentwicklungen der dreien finde ich so geil gemacht. Ich muss sagen, nach Kingdom Hearts 2 würde ich sogar behaupten, ist das mein Lieblings-Kingdom Hearts Teil bis jetzt. Ich finde sogar noch ein bisschen besseres Kingdom Hearts. Ne, besser, ne. Schwierig zu sagen, aber ich finde es extrem geil. So, mal dazu. Trotzdem dauert es ein bisschen, bis ich den nächsten Level abkriege. Die Viecher machen nicht so viel, geben nicht so viele Erfahrungspunkte, wie ich gerne gehabt hätte. Schade eigentlich. Die fragen natürlich vor allem ein, die Sequenz hier am Anfang. Bei der Secret-Episode, die macht Sinn. Die finde ich auch geil, gar kein Thema. Aber warum kann ich mit Aqua jetzt noch rumlatschen? Was bringt das generell?
welche Erfahrungen, was erlebe ich noch alles, warum ich noch mitnehmen muss. Den viel Schaden machen die nicht. Keine Chance, kann ich nichts machen. Verstehe ich jetzt tatsächlich nicht, aber okay. Warte mal. Hä? Ja, und jetzt, wie geht's weiter? Hey, kann man von da unten? Beziehungsweise von weiter oben offenbar. Dann lass mich anspawnen auf ein paar Typen nach, wa? Oh, so kann ich es ausnutzen, krass. Jetzt auch nicht gedacht. Gotcha! Merkt aber auch, dass die Herzlosen ein bisschen aggressiver sind als die Unversierten. Ja, so komme ich also darüber. Alles klar. Und ich habe mich schon gefragt. Oh, da ist ein großer roter Punkt. Also jetzt Game Over oder was? Tiefenebene, ja super. Ja, erschreckend, wie weniger Erfahrungspunkte die Herzlosen geben. Schön, und jetzt weiter. Ich bin jetzt irgendwie falsch. Oh je. Die Dunkelheit. Ah, da können wir natürlich theoretisch runter, wa? Also jetzt dort, wo ich schon mal war, ich glaube schon, wa? Das tun sie noch nicht. Oh. Nein, sind trotzdem nur normale Herzlose. Wäre cool, wenn es das Level abreichen würde. Dankeschön, zumindest Angriff gestiegen.
Ja gut, warum nicht, war, baue ich mir halt meinen Weg selber zusammen. Aua. Der Truhe hat er schon. Also nicht hier wieder, okay. Jetzt kommen nur noch, glaube ich, die stärkeren Herzlosen, wa? Soll nur recht sagen, ich mehr Erfahrungspunkte. Wobei, ja, bin dann schwächer. Und so viel gibt es ja trotzdem nicht. Also die hässlichen Dinger. Okay, aber hier fehlt noch ein Ding zum Raufspringen, wa? Sieht aber auch schon nach dem Finale, nach dem letzten Weg aus und nach einem großen Ziel. Oh, oh. Die fragen natürlich, ob da irgendwie noch ein großes böses Bossmonster kommt. Oh, könnte sein. Ist ein bisschen creepy hier, muss ich auch mal sagen. Andererseits, was erwarten wir auch schon von der Dunkelheit. So Schwächlinge auftauchen, die sowieso kaum Schaden bringen, ist schon Erfahrungspunkte bringen. Ich habe gerade eigentlich gar nicht geguckt, was eigentlich Meister Erika Schlüsselschwert zu bewerten hat. Könnte ich ja auch mal machen. 7,7. Allgemein hohe Werte. Nein, komm. Ich glaube, Aquas hat in der Magie auch 7, insofern. Sie werden stärker, weil es dann schon irgendwie 3 aus. Oder 3 Schläge meine ich. Ah ja. Wie wir es kennen, Herzlos sind allgemein wesentlich aggressiver. Was ist denn das jetzt? Ah, okay. Oha, und da will ich hin oder da soll ich hin? Oh Gott. Wenn ich rede, bin ich ja lieber nicht. Aber ja, so dann darf ich schon entscheiden. Wenn ich da durchgehe, da kann ich irgendwie auf keinen grünen Zweig wirklich. Erstmal hier entlang wieder. Gucken, was mich hier erwartet. Nichts Besonderes. Oha! Ah. So, da hat irgendwie die Kugel geschwächt. Ui, das war knapp. Aber ich muss sagen, ich bin doch überrascht, dass hier noch irgendwie so ein langer Weg ist. Weil die Final-Episode war ja im Prinzip einfach 2 Kämpfe gegen Terrornord. Naja, okay, da ist die Kugel.
Frage, ob hier auch irgendwie eine Art Endboss ist, aber ich befürchte es fast ein bisschen. Wow, fast soweit. Triple Feuger. Was ist denn das für ein Move? Okay, warte mal. Kollisionsmagnet, da ist ja so einer. Kann man sonst mal testen, ne? Trotzkopf können behalten, Blitzgerschuss. Werden wir bei Ersturz, ne? Gegen Triple Feuger. So, dann kann die Barriere noch ganz kaputt machen. Wir haben gesehen, da drüben hat es noch mindestens einen. Ich glaube sogar der letzte war. Okay. Ja, Triple Feuger sieht nicht schlecht aus. Besiege alle Feinde, ja, werden wir wohl noch irgendwie hinkriegen. Okay, der Move war neu. Die Kollisionsmagie ist ein bisschen doof für sowas. Aber ich kriege zum Glück kaum Schaden. Und auch nicht genug Erfahrungspunkte leider. So. Übrigens, falls ihr vielleicht wegen der Länge des Videos wundert, ich hatte eigentlich nicht vor, weil ich mir dachte, ja komm, das ist vermutlich ein Kampf oder so irgendwas, oder ein Bosskampf, dass ich hier das Ganze aufsplitte. Bin natürlich noch nicht ganz sicher, kommt natürlich jetzt darauf an, wie lange das Ganze dauert. Deswegen kann es sein, dass die Folge irgendwie so 40 Minuten dauert, kann auch sein, dass es plötzlich eine Stunde ist. Kann aber sein, dass es normal irgendwie 3 oder 4 mal 20 Minuten sind, kein Plan. Was zum... This monster. This is no Unverse. Just a dweller of darkness. Das ist ein herzlos, also sorry, Aqua, wir haben schon ein paar jetzt gegen ein paar gecatcht, hätte es mittlerweile eigentlich herausfinden müssen. Okay, wie besiege ich das Vieh jetzt? Bin ich überhaupt stark genug, oder 30 oder 31? Ah, so klappt das, okay. Oh, kann ein langer Kampf werden. Wohl, macht eigentlich doch guten Damage.
Okay, ist wohl vorbei, war. Mal gucken, wie das schmeckt. Oh, das hat er gar nicht gerne. Wow, was ist das hier? Fuck, ich muss den Zeitpunkt abwarten. Das Vieh ist echt schnell. Sag mal, kann es sein, dass sie den Kampf irgendwie kopiert haben? Aus dem Zelda-Universum? Da kann man vorstellen, so gegen Ganon catchen. So war es das vielleicht sogar schon? Ne, noch nicht ganz. Ah, man kann mal einen Heal. Oder war es einfach so? Was sind das für ein Viech, ey? Could it be? Der Fragmentary Passage. Was gerade das Schloss von. Birth by Sleep, Volume 2. Jetzt machen sie einen auf Guardians of the Galaxy. Okay, das war natürlich jetzt relativ easy, der Boss. Da spielt es keine Rolle, dass er nur Stufe 30 war. Habe ich so eine D-Link und so, Spielzeit. Alles klar. Ja gut, Freunde. Ist jetzt zwar eine längere Folge geworden, natürlich von dem her. Aber ich glaube, ich mache das nicht irgendwie 2 Folgen draußen. Nee. Machen wir eine Folge draus, aber ein bisschen längere. Das war's also jetzt mit Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. Und wie wir da auch schon am Schluss jetzt gesehen haben, ne, dass es irgendwie weitergeht. Also Aqua war da irgendwie plötzlich vor dem Schloss. Am Schloss, das wir alle kennen, das müsste das von Cinderella gewesen sein. Deswegen wundert mich das jetzt ein bisschen. Aber ich glaube, das um vieles mehr werden wir erfahren. Wann genau? Ich schätze mal dann bei Birth by Sleep 0.2. Auch wenn das jetzt eigentlich so wie es da stand irgendwie 0.5 war. Aber naja, ist ja egal. Ja, Freunde, soweit dazu. Natürlich aber Trio-Report so jetzt nicht komplettiert, wobei doch Zeitachse und Kino schon, das ist ja klar. Wobei, ich glaube, ein Ding haben wir noch nicht gesehen, war eine fragmentarische Passage. Das war die jetzt ganz am Schluss, wie wir gesehen haben. Schicksal des Herzens, Ellipsen. Ah, das war die am Anfang, genau, okay. Die anderen kennen wir auch, das sind ja die Terra, Ventus, Aqua, ist klar, sie haben ihren eigenen Story-Abschnitten. Letzte Episode, Schicksal des Herzens, genauso, das ist die aus der Final-Episode. Die beiden aus der Secret-Episode. Wobei eine fragmentarische Passage ja quasi wie ein Cliffhanger ist zu eben Kingdom Hearts Birth by Sleep 0.2 Fragmentary Passage. Ich glaube, das heißt sogar so. Was dann aber in der 2.8 Complete Edition ist, was auch bald kommen wird, keine Sorge. Und ich kann eine ganz kurze Zeitachse nochmal durchscrollen. Wie bereits erwähnt, eben die Secret-Episode
Da, Geheimepisode, letzte Episode. Warum die Geheimepisode nach der letzten Episode kommt, wenn das ja eigentlich die letzte Episode sein soll, ist aber so ein Logikfehler, aber scheiß drauf. Nee, was ich sagen wollte, die Secret-Episode zeige ich euch dann ziemlich sicher im nächsten Video, wie man die auf normal bekommen kann. Wie es auch am besten, wie es am schnellsten geht, vor allem so knapp 10.000 Unterschiede platt machen. Nicht ganz so einfach. Und ja, das soweit zu dem Let's Play. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid auch weiterhin mit dabei. Denn das nächste Kingdom Hearts Abenteuer wird dann recoded sein, was aber, so ich mitbekommen habe, ähnlich sein soll wie 358 over 2 Days. Sprich, nicht wirklich selber zocken, sondern es ist eher so eine Abfolge von Videos mit Kommentaren quasi, was da genau passiert. Und vor allem natürlich dann auch geht es uns darum zu erfahren, was in einem Brief stand, in der Flaschenpost, die ja Sora, Riku und Kairi am Ende von Kingdom Hearts 2 gesehen haben. Und die wir hier jetzt in einem Video, in der einen Zwischensequenz bei Birth by Sleep auch wieder gesehen haben. Ging es da vielleicht sogar irgendwie um Aqua? Weil sie da irgendwie jetzt auch involviert war, oder was etwas komplett anderes? Das empfiehlt es mir hoffentlich bald schon zurück bei Kingdom Hearts. Bis dahin, ciao zusammen.